Aber wie kann man jetzt, ganz ein einfacher, pragmatischer Tipp, Achtung, wie kann man jetzt erfahren, ob man seinen Song schon genug kommuniziert hat? Und weil, es wäre auch fair, wenn man Leute sagen würden, ja, aber Alex, wie weiss ich das jetzt? Bei den Leuten, die mir folgen, bei meinen Fans, bei denen, die schon da sind. Ich rede jetzt von dieser Fanbase, die bei dir schon dir zuschaut auf den Social Media Kanal und schon besteht. Nicht neue Leute, die dich noch nicht kennen. Wie weiss ich jetzt, ob die Leute alle meinen Song schon kennen und den auch schon auf und runter hören und gehört haben? Jetzt gibt's einen ganz einfachen Trick. Man geht halt auf seine Artist Analytics, Spotify for Artist oder Apple Music for Artist, YouTube for Artist, also dem Creator Studio bei YouTube. Schaut euch bei allen 3 Plattformen das an. Es ist wichtig, dass ihr das nicht auch nur bei einer Plattform macht, sondern bei all diesen 3 Plattformen. Und dann geht ihr dort auf Tracklisten, wo ihr alle eure Tracks seht und wie viele Streams sie haben oder Downloads, je nachdem, was ihr anschaut. Aber wir machen das vor allem jetzt wegen den Streams, weil das ist so die wichtigste neue Zahl, wo man sich müsste anschauen, wo das ein bisschen aufzeigt. Und dann kann man dort alle Tracks anzeigen lassen und dann kann man meistens bei all diesen 3 Tools, die ich euch jetzt aufgezählt habe, kann man oben rechts einstellen, zeig mir nicht die letzten 7 Tage an, Konsum, also Streams, sondern zeig mir die letzten 28 Tage an oder die letzten 60 Tage oder 90 Tage. Und dann geht man auf 30 Tage oder auf 60 Tage zurück, also umso länger, umso besser, so für das Beispiel jetzt, weil vielleicht die 7 Tage erzählst dir halt nicht die ganze Geschichte, die du jetzt erfahren für die Analyse. Und nachher geht man jetzt als Beispiel die letzten 28 Tage einstellen. Und wenn man dann nach Streams filtern, das heisst, der grösste Track, der am meisten gestreamt wird in den letzten 28 Tagen, ist dann ganz oben, wenn man die Übung jetzt richtig gemacht hat. Und dann tut man filtern nach dem, der am meisten Streams hat. Und wenn man jetzt sieht, dass das irgendein älterer Track ist, der zuoberst oben ist, und nicht der neueste Song, wo man jetzt vor 6, 7, 8 Wochen released hat, dann weiss man, okay, die meisten Fans, die jetzt gerade bei mir auf meinem Artist-Profil sind, die hören sich ältere Songs an, aber vielleicht kennen noch nicht alle den neuesten Song. Weil, ich sage mal, im Idealfall, das ist jetzt auch keine Faustregel, aber im Idealfall, wenn man so nach 1,5, 2 Monaten nach Release schafft, dass der neueste Track, oder der aktuellste Track, auch der am meisten gestreamte Track ist, in den letzten 28 Tagen oder in den letzten 60 Tagen, je nachdem, wie lange man natürlich zurückschaut, dann weiss man zumindest, okay, die Fanbasis, die ich habe, oder der Kreis von inneren Leuten, die mich schon kennen, die wissen auch alle safe, dass ein neuer Song existiert und die meisten, 80%, 70% von denen hören den auch schon und hören den so fest, dass es mein meist gestreamter Song ist. Und so kann man ja ganz, ganz einfach ermitteln, haben die Leute aus überhaupt geschnallt, ob mein Song da ist oder nicht. Weil anderes Beispiel jetzt wäre, wenn der oberste Song irgendein Track wäre, der vor 1,5 Jahren rausgekommen ist, sag ich jetzt mal, oder vor einem Jahr ist der im Katalog rausgekommen und dein aktueller Track, wo du da die ganze Zeit am Kommunizieren und am Pushen bist, ist vor einem Monat, 2 Monaten rausgekommen, ist vor 2 Monaten rausgekommen und du hast ihn am Anfang ein bisschen kommuniziert, zu den ersten 3, 4 Wochen und er ist nicht zuoberst, sondern auf Platz 15. Wenn du jetzt den 15 Tracks hättest in deinem Katalog, dann weisst praktisch gar niemand, ist der am Hören von deiner Fanbasis und niemand hat den mitbekommen. Bis jetzt. Dann muss man vielleicht irgendetwas in seiner Kommunikation ändern oder macht man irgendetwas falsch, weil niemand da aussen auf deinen Social Media Kanal bekommt in dem Fall den neuen Song mit über. So, das ist jetzt wirklich nicht eine Faustregel, dass der immer dort oben muss landen nach 2 Monaten. Aber ich habe mir das amigs immer so ein bisschen zum Ziel genommen. Vor allem, wenn man jetzt noch nicht so Classics hat, sage ich mal, in seinem Katalog, wo jetzt gerade, wo schon hure viel Streams haben und die wirst du jetzt nicht so schnell wieder aufholen. Wenn du jetzt eher ein Newcomer-Künstler oder Künstlerin bist, wo so 4, 5, 6, 7 Tracks draussen hat
und die haben alle so 30, 40.000 Streams, oder vielleicht haben die zwischen 5 und 10.000 Streams. Eben das Beispiel kann man mit jeder Größe machen. Und es gibt keinen, der so richtig durch die Decke gegangen ist innerhalb von deinem Katalog. Dann kann man es so mit dem Analytics-Beispiel kann man sehr gut einfach schnell abchecken, okay, wer lost das eigentlich alles? Weil es kann auch, dort werdet ihr dann vielleicht sehen, wenn ihr den Konsum ein bisschen analysiert für euch selber, werdet ihr auch merken, dass vielleicht auch viele auf euren Social Media Kanal euch etwas vormachen, und zwar alle sagen, das ist Fire, und alle sind's am geil finden in den Kommentaren, aber wer ist es tatsächlich am hören? Das willst du halt herausfinden. Und für das sind halt die Analytics, ob das jetzt Spotify for Artists ist, Apple Music for Artists oder YouTube Creator Studio oder YouTube Analytics, ist das sehr gutes Tool, um sich da anzuschauen, und vor allem, um sich halt den Track-Travel-Prozess anschauen, okay, wo steckt der Song und wie fest muss ich noch kommunizieren. Haben das jetzt schon 90% von meinen Leuten gelost, muss ich in dem Fall nicht mehr so fest kommunizieren wie vorher, oder hören das 10% von all meinen Leuten, dann muss ich in dem Fall noch ein bisschen weiter kommunizieren, oder muss ich das längerfristig kommunizieren.